So, jetzt haben wir kurz ein neues Video. Heute machen wir ein Infovideo, Info-Meinungsvideo zu dem Thema Interview Homosexualität. Wie ihr bemerkt habt, haben wir ein Video hochgeladen. Das war ein Interview Homosexualität gewesen. Und ja, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann schaut es unbedingt an. Es ist sehr wichtig, finde ich, sich zu informieren und so weiter. Und ich kann ein bisschen erzählen, was der Sinn dahinter war von dem Ganzen und so weiter. Also, das war ein Teil vom Projekt von der HESSO gewesen. Also, die Aufgabe war, wir machen einen Workshop. Da haben wir ein Thema bekommen, wie Sexualität ausgewählt, weil das am interessantesten gefunden haben halt. Und ja, nachher ist irgendwann mal spezifiziert auf Homosexualität und Outing. Unsere Zielgruppe ist aber, das kann ich einfach erzählen, Jugendliche, also OS-Alter, schon fast weiterführende Schüler oder Lehrer, die zu sensibilisieren. Das war unser Ziel gewesen. Ein Teil von dem Workshop war aber gewesen, das Video zu zeigen, wo wir extra für das produziert haben, das Interview produziert haben. Dass wir aber zeigen können, jo, im Wallis gibt es eine Leute, dort ist ein Outing gehabt, und dann haben die über sein Outing halt erzählt. Und das war ein Teil von unserem Workshop gewesen. Also der Workshop hat eigentlich nie stattgefunden, weil nur das müssen vorstellen, also wie wir vorgegangen wären. Und aber haben Teile vom Workshop auch eine Präsentation zu dem Workshop gemacht, zum Beispiel jetzt Video gezeigt. Wir haben 2 Videos gedreht. Das andere Video ist noch so Beispielvideos, wie halt Situationen, aber das teile ich nicht auf YouTube. Das bleibt privat. Und dann dem HESSO-Rahmen. Die Evaluation von dem Modul war im Oktober gewesen. Jetzt kommt die Frage, ja, Peter, warum hast du so lange gewartet? Ich habe auf den richtigen Zeitpunkt gewartet. Ich habe wirklich gewartet. Ich habe wirklich gestruggelt, wenn ich das soll veröffentlichen. Und ja, es war halt in den letzten paar Wochen gewesen. Weil, also das erste, was ich veröffentlichen wollte, ist der gewesen, wenn es angenommen wurde vom Staatsrat, die Ehe für alle. Dann habe ich gedacht, ich das da posten. Aber ich habe dann mitbekommen, gelesen, dass ein Referendum dagegen gemacht wird. Und es ist sogar aber durchgekommen. Dann habe ich gedacht, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Dann, wenn das Referendum durch ist gekommen und das dann in der nächsten halben Jahr vors Volk kommt, aber gedacht, das ist doch jetzt der richtige Zeitpunkt, das Video zu zeigen, dass wir ein paar Leute vielleicht umstimmen können, dass wir ein paar Leute dazu holen auf die Seite für die Ehe für alle und nicht für jede alle. Jede alle. Deutsch. Meine Meinung dazu ist einfach, ja, Schwule, Lesben, Non-Binary, die können sich alle verheiraten. Ist so, also ich bin für das. Darum habe ich das gepostet, so schwierig, das ist ein Poster, oder? Und ja. Und jetzt zum Thema aber Homosexualität, ich habe nichts dagegen. Die Zusammenleben, das sind so Menschen so wie du und ich. Können doch machen, was sie wollen, oder? Und wir sollten sie nicht einschränken. Und es ist sehr wichtig, dass jede Meinung endlich respektieren muss. Oder? Und ja, durch Abo, was auch viele sagen, durch die Heirat kommt auch die Adoption, wird viel einfacher. Die Adoption, oder? Und die Samenspender und so weiter. Ich glaube, das könnte vielleicht ein paar nicht gefallen. Aber ich hoffe wirklich das Beste, dass das wirklich durchkommt, die Ehe für alle. Stimmt dann Nein ab
oder der 4, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Gesetzestext ist wird ankommen. Schauen wir mal. Und ja, das Freddy hat eine Meinung aufgenommen, haben wir gesagt, jo, Freddy, was ist deine Meinung? Also meine Haltung zur Thematik eher für alle. Ich weiss nicht, wie ich wollte mich schon jetzt ab vorab entschuldigen, weil ich etwas falsch sage oder halt auch, falls etwas falsch rüberkommt, das sollte gar nicht rüberkommen, überhaupt nicht. Ich finde einfach viele nicht die richtigen Worte, aber meine Ansicht jetzt zur Thematik eher für alle ist, ich bin komplett dafür. Also ich verstehe nicht, wieso im 2007 haben sie einfach mal eine eingetragene Partnerschaft eingeführt, okay. Aber das erlaubt ja noch nicht zu heiraten, wenn ich mich nicht irre. Und halt, es sind halt immer noch nicht die gleichen Rechte wie, also eine eingetragene Partnerschaft ist immer noch nicht den gleichen, also gleich viele Rechte wie eine Ehe, so wenn ich das gelesen habe oder verstanden habe. Und das sozusagen bei der Adoptionen oder Witwerrente oder weiss ich was, so solche Sachen nicht die gleichen Privilegien haben wie ein Paar von Mann und Frau sozusagen. Also ich bin meiner Meinung nach, habe ich das Gefühl, die Schweiz ist jetzt so vernünftig genug, um zu sehen, dass die eigentlich akzeptiert sind. Das sind auch Menschen. Und da denke ich mir, wieso sollte immer Menschen, die halt das Gleiche, die sich lieben, die das gleiche Geschlecht haben, sozusagen, denen etwas wegnehmen, wo willst aber so sind und halt Menschen, die Mann, Frau sich lieben, denen das erlauben. Also, was spricht dagegen sozusagen, denen das zu verneinen? Will da niemand angreifen, aber dann ist das, glaube ich, schon schwierig genug. Und die hat doch denen jetzt nicht nur, die hat doch ihnen nicht nur einen Stein auf den Weg geworfen. Ja, das ist jetzt meine Ansicht zur Thematik, eher für alle. Ja, nachher haben noch alle Männer gefragt, also ich habe ein paar bekommen, nicht so viele, aber ja, ich kann es verstehen, vielleicht hat man Angst, die Meinung in der Öffentlichkeit zu sagen. Aber ja, ich bin zum Beispiel geschrieben, eigentlich traurig, dass das erst jetzt ist durchgekommen und nicht schon einer zu Wallis, und nicht schon einer. Komma, Punkt. Zu Wallis ist da halt leider nicht so offen. Ja, das kommt auch ein bisschen in die Kultur vom Wallis, oder wenn nicht so viel Großstadt oder überhaupt eine Großstadt. Ich meine, zum Beispiel Baren sind viel mehr offen, da treffen sich viel mehr Kultur, aber hier im Wallis haben wir sehr viel Landschaft, ländlich, man ist im Dorf, man ist mehr, wie sagt man das? Mit zusammen, oder? Und jemand noch geschrieben, das Interview war eine super Idee gewesen, euer Statement für alle Gegner. Ja, also ein Statement würde ich jetzt nicht sagen für alle Gegner, aber dass man euch seid ihr dafür da gewesen, für zu zeigen, wie das ist, als Homosexuelle hier im Wallis oder aber hier in der Schweiz, ist Outcome und so weiter. Das ist dafür da, das aufzuzeigen. Und ich habe es gepostet, ich habe es hochgeladen, im Fall ich habe von allen Einverständnis bekommen. Nicht, dass das heisst, dass es was. Ja, aber ich habe es gepostet, für Leute, die nicht so viel mit dem Thema zu tun haben, mit dem Thema halt näher zu bringen. Mal zu kehren, aha, ja. Und vor allem, was auch wichtig ist, das war Wallis gewesen. Und ich wollte die Walliser Leute erreichen. Weil man sieht ja ein SRF-Doku, ja, vielleicht, ja. Denkt man, ja, das ist ja das Baren so, aber hier im Wallis ist das nicht so. Und ich habe genau das auffahren. Im Wallis jetzt halt auch Homosexuelle und mal von denen die Ansicht zu kehren, ist auch wahrscheinlich interessant gewesen. Ja, und von einem her zum Beispiel, ja, machen das er wollt. Aber schüffelt mir nicht die ganze Zeit die Queer-Propaganda unter.
Also es ist aber, ist ja erklärt keine Queer-Propaganda. Ich will nur aufzeigen, wie es euch hier im Wallis den homosexuellen Leuten geht. Und was die halt euch erlebt haben. Das ist aber meine Intention, sagt man das auf Deutsch? Ich weiß es nicht. Das ist meine Intention für das Video hier, ja. Ja, ich hoffe auch alle Fragen sind beantwortet. Wenn ihr noch eine Frage dazu habt oder irgendeine Anmerkung, könnt ihr das in die Kommentare schreiben. Merci, dass ihr zugeschaut habt. Abonnieren war noch cool. Und wenn noch Insta und natürlich abonniert auch einige Fragen und so weiter. Sante Gregori.